Ja, wir haben heute für die Predigt das Thema Hoffnungsträger. Wir sind ja unterwegs in dieser Serie gesegnet. Ich stelle mich auch gleich noch ein bisschen unter die Kanne. Wer will das nicht? Gesegnet sein, oder? Das soll ruhig, richtig herabfließen, oder? Wir haben letzten Sonntag ja darüber nachgedacht, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Dass wenn wir an Jesus Christus glauben, dass wenn wir unsere Schuld, unsere Sünde ihm bringen und ihm abgeben dürfen, und er hat das ganze Zeug und den ganzen Mist ans Kreuz getragen und dafür bezahlt, und er kommt jetzt und bietet uns an und möchte uns umkleiden mit seiner Gerechtigkeit, dass wir dann gesegnet sind, dass wir dann unter dem gewaltigen Segen von Gott stehen. Was für ein Geschenk und was für eine Hoffnung wir so in uns tragen. Und das ist das Thema von heute, diese immense Hoffnung, die wir in uns mittragen dürfen. Was ist das für ein Geschenk? Und jetzt können wir nicht nur unter der großen Kanne stehen, sondern wir können auch die kleine Kanne nehmen und weitergießen, diese Hoffnung weitertragen, weiter ein Segen sein, dass diese Hoffnung von Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch kommt. Das passt ja auch ganz gut heute. Wir haben diese kleinen Kinder gesegnet und wir wünschen uns, dass wir irgendwie diese Hoffnung des Glaubens weitergeben dürfen, dass sie in den Herzen ankommt, dass die Herzen einmal aufgehen für Jesus und sie von dieser Hoffnung begeistert und erfüllt werden. Was wäre das für ein Geschenk? Was wäre das für ein Segen, oder? Das wäre der größte Segen, den es gibt. Und wir wollen heute in einen Text eintauchen, wo es genau um das geht. Wie wandert diese Hoffnung von Ort zu Ort? Wie hat das Jesus mit seinen Jüngern gemacht? Wie hat Jesus seine Jünger gelehrt, dass sie zu Hoffnungsträgern werden, die diese Hoffnung selber erfahren und dann aber auch weitergeben dürfen? Jesus hat ja Jünger um sich geschart. Das waren Leute, irgendwie Zöllner und Fischer, Leute mit verschiedenen Berufen, und hat ihnen quasi eine Zweitausbildung gegeben. Er hat ihnen gesagt, kommt, folgt mir nach. Und dann Markus 1, Vers 17, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist das Ziel dieser Ausbildung, dass ihr Menschenfischer werdet. Ich weiß jetzt nicht, was du dabei denkst, wenn du dieses Wort Menschenfischer hörst. So ein Fisch, die den Haken auswerfen und dann Fisch herausziehen und mit dem Prügel auf dem Nacken und so. Das klingt ja nicht so romantisch, oder? Ich habe ein ganz anderes Bild vor Augen. Ich sehe so den Sumpf, vielleicht auch den Morast in dieser Welt, diesen Tümpel, diesen Teich der Hoffnungslosigkeit, all des Bösen, all dieser Dinge, die hier sind, die nicht gut sind. Und dann sagt Jesus, genau diese Menschen, fischt diese aus diesem Teich heraus und bringt sie ins lebendige Wasser. Das ist das Bild, was ich hier habe. Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, die Jünger, du erinnerst dich, ja, da war dieser Petrus, Andreas und so, das waren ja Fischer. Logisch, einfach diese wurden jetzt berufen, um Menschenfischer zu sein. Aber tatsächlich hat der Jesus nicht nur diese gerufen, sondern er hat genau diesen Auftrag allen denen gegeben, die Jünger sind, die Jesus nachfolgen. Übrigens, das Wort Jünger, das ist Mathete auf Altgriechisch, das bedeutet Lernender, ein Lehrling eigentlich, jemand, der dem Meister nachfolgt und von ihm lernt. Und Jesus hat auch für uns so einen Auftrag. In Matthäus 28, dort lesen wir, wie Jesus diesen Auftrag gibt. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Ich finde das super, alle Menschen, auch die Kleinsten, oder? Aber auch die Ältesten, alle. Also Jünger haben den Auftrag, andere zu Jüngern zu machen. Dann weiter, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das ist wirklich ein großer Auftrag. Bei Jesus hat es so ausgesehen. Er hat diese 12 Jünger genommen, hatte mit ihnen eine 3-Jahres-Intensivausbildung und hat jetzt quasi am Ende gesagt, kurz bevor er wieder in den Himmel gegangen ist, Leute, ich gehe jetzt weg, ihr habt alles gelernt, jetzt seid ihr dran. Jetzt macht ihr. Ihr seid jetzt am Zug. Also dann hat sich dann schon gezeigt, ob sich diese Ausbildung ausbezahlt hat. Wir wünschen ja immer die beste Ausbildung, oder? Für unsere Kinder, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon überlegt habt, was es für eine Ausbildung werden soll, oder? Aber sicher soll es etwas Gutes sein. Das ist ja sonnenklar, oder? Absolut logisch. Eine gute Ausbildung muss es sein. Und das wünsche ich mir auch für heute, dass wir Jesus wie über die Schultern schauen können,
dass wir von ihm lernen können, dass wir ausgebildet werden und mal schauen können in diesem Text, in den wir hineingehen wollen, was will uns Jesus heute damit sagen? Was ist seine Pädagogik, sein Lehren für uns heute als seine Jünger? Und deshalb will ich gleich, bevor wir diesen Text dann lesen, auch beten, dass Gott uns heute das lehrt, was er bereit hat. Danke, Jesus, für dein Wort in der Bibel, das wir zusammen lesen können. Und danke, dass du uns auch heute lehren möchtest. Und ich bitte dich, mache du unsere Herzen auf für das, was du bereit hast. Amen. Ja, wir gehen in diese Geschichte hinein, in eine Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern. Wir müssen uns kurz vor Augen führen, wo sie unterwegs waren. Jesus war schon erst kurz, ein paar Wochen oder so mit ihnen unterwegs, vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 Monate so. Und dann hat er gesagt, jetzt seid ihr mal dran, jetzt kommt Praxis lernen, jetzt geht immer zu zweit irgendwo hin in ein Dorf, zu irgendwelchen Häusern und bringt dort die gute Botschaft von Gottes Reich. Also die Hoffnung, die ihr kennengelernt habt, geht jetzt mal hin und bringt das zu den Menschen. Er hat gesagt, heilt die Kranken dort, befreit diejenigen, die gefangen sind, bringt diese Hoffnung zu den Menschen und die sind losgegangen. Wir lesen, wie sie zurückgekommen sind, wie sie Jesus erzählt haben, wir haben das erlebt, wir haben das erlebt. Und dann sind wir jetzt genau in diesem Moment drin, wo Jesus den Jüngern antwortet und wo sie quasi so in eine Auswertung hineingehen wollen. Wir lesen Markus 6. Einige haben vielleicht eine Bibel dabei, dann könnt ihr sie jetzt aufschlagen, Markus 6 oder auch zu Hause. Jetzt wäre der Zeitpunkt, um sie hervorzunehmen. Lesen wir zusammen diese Begebenheit in Markus 6. Da heißt es, die 12 Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Also sie kommen und wollen alles erzählen, was sie da erlebt haben. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Also Jesus sagt, komm, wir brauchen jetzt Zeit miteinander. Wir brauchen etwas Ruhe. Dann wollen wir über diese Dinge reden. Ich stelle mir das so vor wie eine Art Feedbackrunde oder Trainingscamp oder Coaching von Jesus. Sie erzählen, was haben wir gemacht, was haben wir da erlebt. Und Jesus sagt, ja, das war gut, das kannst du nächstes Mal beachten und so weiter. Aber offensichtlich war das Umfeld irgendwie etwas turbulent. Das kennen wir auch aus unserer heutigen Zeit, läuft oft ganz viel und sie sind an einen ganz ruhigen Ort gegangen. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Schlau, oder? Mit dem Boot, da kann man nicht einfach hinterherlaufen. Und dann sind sie dorthin gefahren. Ich denke mir manchmal, das ist so vielleicht eine Jüngerschaftslektion in dieser Geschichte drin, die wir sehr schnell überlesen. Wie wichtig ist es, dass wir unsere ruhigen Zeiten mit Jesus haben, dass wir uns Zeit nehmen in diesem turbulenten Alltag. Ich denke mir, dass wir uns täglich Zeit nehmen, um wie mal den Lärm abzustellen und zusammen mit Jesus zu sein. Quasi ich und mein Meister. Das ist ganz herausfordernd, nicht nur heute, das war ja schon damals herausfordernd, wie wir gerade gesehen haben. Aber es war damals wichtig und ist auch heute genauso wichtig. Und ich denke an diese täglichen Zeiten, die wir uns nehmen, ich zusammen mit Jesus. Aber vielleicht auch mal einen größeren Moment der Stille. Ich pflege es, dass ich jedes Jahr mindestens einmal schaue, dass ich 3 Tage in die Stille gehen kann mit Jesus. Und das ist so eine gute Zeit. Die ersten paar Stunden bin ich dann am Erzählen, was ich alles erlebt habe und was ich auf dem Herzen habe. Und plötzlich werde ich ruhiger und merke, wie Jesus beginnen kann mit Sprechen, mit Inputs, die er hat. So eine Jüngerschaftslektion, allein zu sein mit Jesus. In unserem Alltag gibt es dann aber oft ein Aber, irgendein Handy klingelt, das man nicht abgeschaltet hat oder jemand ruft oder es braucht was oder irgendwas. Und auch in dieser Geschichte gibt es ein Aber. Aber das hatten viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Also zu Tausenden sind sie dann gekommen, haben diesen Jesus gesucht. Also Jesus hat
irgendwie eine richtige Anziehungskraft ausgeübt. Schon spannend, oder? Und dann, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Jesus hat diese Tausenden von Menschen gesehen. Vielleicht denken wir, ja, eigentlich so müsse jetzt sagen, wow, cool, so viele Leute kommen, so viele Followers habe ich, die folgen mir nach, da am Ufer entlang, sind schon von mir hier und so weiter. Aber Jesus hat einen ganz anderen Blick. Er sieht diese Menschen und er hat Mitleid mit ihnen. Das Wort, was hier im Altgriechischen steht, splanchnitzomai heißt das. Das bedeutet eigentlich, dass es einem die Eingeweide herumdreht. Also Jesus war irgendwie wirklich so im Innersten ganz tief bewegt, als er diese Menschen gesehen hat. Er hat so ein Mitgefühl, ein herzliches Mitgefühl, könnten wir vielleicht sagen bei uns. Wir sagen nicht so, oh, mir hat es die Eingeweide herumgedreht, aber wir sagen, das hat mein Herz berührt, zutiefst. Das hat zutiefst mein Herz berührt. Weil Jesus hat diese Menschen gesehen, hat nicht die Masse gesehen, sondern die einzelnen Menschen und hat gesehen, dass sie wie ein Schaf ohne Hirt umherirren. Und das ist so der Blick, den Jesus hat, wenn er Menschen sieht. Vielleicht eine Brille, die wir auch anziehen sollten. Sagen, Jesus, ich will mit deinen Augen, mit deinem Blick die Menschen um mich sehen. Nicht einfach ein Chef, ein Mitarbeiter, ein Nachbar, irgendjemand, sondern mit deiner Brille, Jesus, versuchen, die Menschen zu sehen. Jesus, wie siehst du diesen Menschen? Jesus, wie siehst du meinen Chef? Wie siehst du meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn? Jesus hat damals Menschen gesehen, die wie Schafe ohne Hirt sind. Wie sind Schafe ohne Hirt? Die sind orientierungslos, sie irren irgendwo herum. Sie fressen alles, ziehen sich jeden YouTube-Kanal, alle Influencers, die es gibt, einfach rein und ziehen das in sich hinein. Sie sind schutzlos und sie sind auf sich allein gestellt. Und das bewegt das Herz von Jesus, wenn er Menschen sieht, die herumirren, die orientierungslos sind, die schutzlos sind, die auf sich allein gestellt sind, die es irgendwie allein schaffen wollen oder müssen. Und das ist auch der Blick, den Jesus hat heute hier, heute an diesem Morgen. Jesus sieht nicht einfach eine Masse von Menschen, die hier sitzt, sondern jeden Einzelnen. Er sieht in die Herzen hinein. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie es dir geht. Er sieht nicht nur die Fassade, was wir voneinander sehen, sondern er sieht wirklich das Innere auch, was dich bewegt und beschäftigt. Und das lässt Jesus nicht kühl. Er lässt sich selber bewegen davon. Jesus hat ja ein Gleichnis erzählt. Er hat erzählt von diesem Hirten, der loszieht und das eine Schaf sucht und die anderen 99 zurücklässt. Und das hat Jesus auch so gelebt. Gerade in dieser Situation drin, so quasi, hey Jünger, ihr die 99 Schafe, die mit mir sind, seid ja mit mir unterwegs. Es ist nicht so, dass Jesus nicht wichtig ist. Jesus hat ja extrem viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht, aber er hat gesagt, jetzt hat etwas anderes Priorität. Da hat es ja Menschen, die sind am Herumirren, die sind orientierungslos. Das hat jetzt Priorität. Das sind Leute, die haben keinen Hirten. Dem müssen wir jetzt nachgehen. Thomas hat vorhin gesagt, dass wir so 4 Kulturen haben, die wir in unserer FEG kultivieren möchten. Und deshalb ist das auch ganz bewusst unsere erste Kultur. Wir wollen Hoffnungsträger sein. Bei Jesus hat das Priorität, dass Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, diese Hoffnung kennenlernen dürfen. Und das soll auch bei uns Priorität haben. Und es heißt dann weiter, deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Also mit anderen Worten, um in dieser Story drin zu bleiben, Jünger, wartet mal. Wir warten mit der Auswertung. Das hat jetzt noch nicht Zeit. Jetzt ist plötzlich etwas anderes dran. Wir haben hier einen Ernstfall. Da sind Menschen ohne Hirten. Und Jesus, der als guter Hirt gekommen ist, erklärt ihnen und erzählt ihnen von dieser Hoffnung, die die Menschen haben können in Gottes Reich. Also Jesus wählt ganz bewusst Prioritäten. Dann geht es aber weiter in dieser Geschichte. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist jetzt spät geworden. Und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen können und dort etwas zu essen kaufen können.
kann mir so richtig vorstellen, wie die gekommen sind. So der Andreas und der Petrus und so, hey Jesus, wir sind jetzt müde. Es dauert ein bisschen lang, deine Predigt. Wir haben Hunger. Also nein, die anderen haben Hunger. Die müssen doch jetzt zum Einkaufen gehen. Essen kaufen, schick sie weg. Es reicht jetzt dann langsam. Wir haben ja gesagt, wir wollen diese Geschichte heute bewusst mal aus dem Blickwinkel anschauen. Wie lehrt Jesus seine Jünger? Was bringt er ihnen bei? Also den Jüngern reicht es jetzt offensichtlich. Und das ist genau der Moment, wo Jesus eine Jüngerschaftslektion für seine Jünger bereit hat. Er hat nämlich einen anderen Plan und eine andere Pädagogik in dem Moment. Er sagt ihnen, Jesus aber antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Stellen wir uns vor, das waren etwa 20.000 Leute, die da waren. Und jetzt sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Versetz dich mal in diese Situation. Also als erstes denkst du, der spinnt jetzt, oder? Irgendwie, ich bin ja nicht der Chef vom Migros oder vom Coop, ich habe keinen Einkaufsladen. Das ist völlig unmöglich. Das geht doch gar nicht. Also irgendwie funktioniert doch das Ganze nicht. Und so ist es wahrscheinlich auch den Jüngern gegeben. Auf jeden Fall in dieser riesigen Überforderung reagieren sie dann so, sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Fragten die Jünger verwundert. Also im Rechnen auf jeden Fall waren sie sehr schnell. 200 Silberstücke, das sind etwa 8 Monatslohne, da kann man schon einiges damit kaufen, oder? Ich weiß nicht, wer das war, vielleicht der Judas hatte die Kasse, hat so schnell gerechnet. Mit anderen Worten sagen sie aber, Jesus, es ist unmöglich. Wir haben keinen Laden, wir haben kein Geld, es ist nichts hier rundherum, es geht einfach nicht. Das sind viel zu viele Menschen, das ist völlig unmöglich. Was hat Jesus seinen Jüngern beibringen wollen? Wieso fordert er sie so heraus oder überfordert sie völlig? Hat das Jesus denn nicht gewusst, dass sie keinen Laden haben? Natürlich hat er es gewusst, aber was wollte er ihnen beibringen? Lesen wir weiter. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten 5 Brote und außerdem noch 2 Fische. Immerhin. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Also das haben sie gekonnt, die Jünger, so organisieren und berechnen und so weiter. Da waren sie offensichtlich ganz gut drin. Dann heißt es weiter, jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Und alle wurden satt. Alle wurden satt. Also waren all diese Männer vor Ort, die wurden satt, die Frauen, auch alle Kinder wurden satt, sogar die Jünger gehören auch zu allen, oder? Sogar die wurden satt. Alle wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch 12 volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Also was war das Teaching von Jesus? Was wollte er seine Jünger beibringen in dieser Situation? Man könnte natürlich ganz viel über diese Geschichte sagen. Aber wir schauen jetzt mal, was hat Jesus seinen Jüngern beigebracht? Was können wir heute dafür oder daraus lernen? Es gab eine Situation, etwa 2,5 Jahre später, wo Jesus mit seinen Jüngern wieder zusammen war, auf einem Hügel gestanden ist, kurz bevor er weggehen sollte, in den Himmel wieder zurückkehren würde. Und da hat er seinen Jüngern auch einen Auftrag gegeben, diesen großen Auftrag, den wir gelesen haben am Anfang. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Ich stelle mir genau diese Situation auch so vor Augen vor. Wie ist es den Jüngern wohl gegangen, als sie mit Jesus da auf dem Berg stehen? Jetzt geht er weg und er gibt uns diesen Auftrag. Vielleicht im ersten Moment auch so, das ist ja eine riesige Überforderung. Das ist ja viel zu viel. Das geht ja gar nicht. Jesus, wie sollen wir das machen? Das ist völlig unmöglich. Könnte es sein, dass Jesus genau dieses Erlebnis damals mit den 5 Broten und 2 Fischen hatte mit seinen Jüngern? Mit diesem überfordernden Auftrag damals, um sie vorzubereiten auf diese Situation? Dass man so etwas wie eine Art, vielleicht geistliches Konzept darin entdecken könnte. Hey, gib das, was du hast. Gib deine 5 Brote und 2 Fische. Es mag nach völlig nichts aussehen im Vergleich zur Herausforderung. Gib einfach das, was du hast und rechne damit, dass Gott wirkt. Dass er noch ganz andere Möglichkeiten hat. Dass er das Problem lösen kann mit dem. Dass es nicht um unsere Überforderung geht, sondern dass es darum geht, was Jesus für Möglichkeiten hat. Jesus selbst hat ja den Jüngern das auch ganz direkt gesagt im Johannes 15. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das ist so eine typische Falle, in die wir so schnell hereintrampen, wenn wir diese Aufträge lesen, wenn wir uns überlegen, wie können wir diese Hoffnung weitergeben, auch an unsere Kinder. Das können wir ja gar nicht. Und versuchen es trotzdem irgendwie zu machen und zu tun aus eigener Kraft. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Vielleicht hat da auf dem Hügel Jesus seine Jünger erinnert. Wisst ihr noch damals, als sie auch so überfordert waren? Damals hattet ihr auch diesen riesigen Auftrag. Habt diese 5 Brote, 2 Fische gebracht. Und alle wurden satt. Alle wurden satt. Bring das, was du hast und rechne damit, dass Jesus etwas Großes tun kann. Dort, wo wir Grenzen haben, hat Gott Raum, um zu wirken. Unsere Grenzen sind der Raum für Gott. Vielleicht kommen dir im Moment auch mehr Grenzen in den Sinn. Aber dann dürfen wir wissen, bei Jesus ist alles möglich. Und das ist auch das, was ich euch bis jetzt noch vorenthalten habe. Diesem riesigen Auftrag, geht hin in die ganze Welt und so weiter. Da geht ja etwas voran. Das ist nicht alles. Vorher hat Jesus ihnen gesagt, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Und deshalb geht hin. Ihr müsst nicht denken, ihr müsst das können, sondern ich habe alle Macht. Und deshalb könnt ihr hingehen. Aber es ist nicht alles. Direkt nachher hat Jesus gesagt, ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Also egal, wo sie hingehen, er ist bei ihnen. So eine Art wie Sandwich. Vielleicht hat jemand schon Hunger und denkt die ganze Zeit an Sandwich oder ihr denkt dann nächstes Mal im Burgerladen daran, an dieses Sandwich. In der Mitte ist der Auftrag, aber das Brot, die Nahrung oder das Brot ist mega entscheidend. Jesus sagt, ich habe alle Macht und ich bin bei euch. Das ist das oben und das ist das, was unten steht. Und wenn Jesus uns quasi mit diesem Auftrag überfordert, Hoffnungsträger zu sein, dann nicht, weil er uns überfordern will, sondern weil er will, dass wir damit rechnen, dass er das macht, was wir nicht können. Also das kann auch unsere Lektion heute sein, dass wir sagen, ich gebe das, was ich habe, meine 5 Brötchen, meine Fische. Und das reicht, damit Gott etwas bewegen kann, dass er Herzen bewegen kann, dass Menschen diese Hoffnung erfahren dürfen. Ich denke, vielleicht fängt das damit an, dass ich wirklich meine 5 Finger, meine 2 Hände nehme und sie zusammenlege und bete. Es sind ganz viele Menschen heute hier und auch im Livestream, die haben diese Hoffnung erfahren und haben Jesus kennengelernt. Und wahrscheinlich könnte jeder sagen, wer für ihn gebetet hat, dass das möglich wurde. Einfach mal die Hände zu nehmen, zu falten und zu beten, dass das möglich wird. Etwas Kleines, was wir geben können, um damit zu sagen, wir rechnen damit, dass du, Gott, Großes tun kannst. Dass du, Gott, Herzen bewegen kannst. Ich meine, welcher Mensch kann das Herz eines anderen bewegen? Das geht gar nicht. Aber Gott kann es. Er kann heute hier unser Herz berühren. Deshalb dieser Begriff Hoffnungsträger
ist einerseits damit gefüllt, dass wir diese wunderbare Hoffnung von Jesus, von seinem Tod am Kreuz, seiner Auferstehung, seiner Gerechtigkeit, die er schenkt, dass wir diese Hoffnung in uns tragen dürfen und dass wir sie aber auch zu anderen Menschen tragen dürfen. Wie wunderbar, wenn man diese Hoffnung kennenlernt. Vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, ich kenne Menschen, das ist unmöglich. Ich meine, die haben wirklich keinen Bock auf Jesus und so weiter. Vielleicht bist du sogar heute hier und denkst, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Jesus. Aber Jesus hat alle Macht. Jesus kann alle Herzen berühren. Jesus kann genau diese Herzen berühren. Und er ist hier und wirkt heute mit uns und unter uns. Ich will dir heute das als kleine Denkaufgabe mitgeben. Was könnten deine 5 Brote, was könnten deine 2 Fische sein, um Hoffnungsträger in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deinem Alltag, Arbeitsplatz zu sein, um diese Hoffnung weiterzutragen? Könnte es sein, wirklich einfach die Hände zu nehmen, zu falten und zu beten? Könnte es sein, eine Einladung in die Hand zu nehmen, zum Beispiel zu einem Gottesdienst oder eine Einladung, ein Bibelvers in die Hand zu nehmen, jemandem weiterzugeben, so die Hoffnung weiterzugeben? Könnte es sein, dass du wirklich zu Hause ein paar Brote und Fische hast und super gut kochen kannst Leute einladen und dafür beten, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, über den Glauben zu reden, dass da die Herzen aufgehen können? Die Jünger haben damals gelernt, das zu geben, was sie haben. Und Gott hat etwas Großes getan. Jünger haben wieder andere zu Jünger gemacht und so ist es weitergegangen bis heute. Es hat funktioniert, der Plan ist aufgegangen. Es ist bis zu uns gekommen und es wird weitergehen. Wir nehmen uns 1 Minute Zeit. Überleg dir in dieser Minute, was könnte bei dir dran sein? Was könnten deine 5 Brote und deine 2 Fische sein, um diese Hoffnung weiterzugeben? Vielleicht möchte dir Gott auch etwas aufs Herz legen, um einfach selber diese Hoffnung zu entdecken. Nimm 1 Minute Zeit der Stille und geh in deine Gedanken mit Jesus. Ich will euch einladen zum Beten. Ihr könnt diese Worte mitbeten oder eure eigenen Worte in Gedanken formulieren. Danke, Jesus, dass du uns verheißen hast, dass du bei uns bist. Gestern, heute und auch bis an das Ende der Zeit. Danke, Jesus, dass du uns auch klar gezeigt hast, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und danke, Jesus, hast du uns auch gezeigt, dass unsere 5 Brote und 2 Fische reichen. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns sendest, dass wir deine Hoffnung weitertragen können. Zu unseren Kindern, zu unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, zu unseren Arbeitsplätzen. Ja, dass diese Brote und Fische, die wir haben, dass wir die nicht für uns behalten, sondern dass wir bereit sind, diese zu geben, damit du etwas daraus machen kannst. Und ich will dich auch gerade jetzt bitten, Jesus, für Leute, die vielleicht hier sind und denken, ich kann das nicht. Ich habe da Grenzen, es ist unmöglich. Jesus, du hast gesagt, dir ist alles möglich und dir ist alle Macht gegeben. Und du kannst mit dem, was wir haben, etwas anfangen. Und da danken wir dir dafür. Und Jesus, wir bitten dich auch jetzt in diesem Moment, ja, dass du diese Hoffnung, die du schenken möchtest, dass du die in unsere Herzen hineinlegst. Neu zeigst, was es bedeutet. Jesus, wir haben gesehen, wie du die Menschen angeschaut hast und wie sie dich bewegt haben, wie sie dein Herz berührt haben, wie dich interessiert, wie es uns geht, was uns beschäftigt, wo wir unterwegs sind. Und du hast dir Zeit genommen.
Und so bitte ich dich jetzt, dass du während den nächsten Liedern, in diesem Moment, in diesem Gottesdienst, ja, dass wir das erleben dürfen, wie du dir Zeit nimmst für uns und uns das mitgibst, was wir brauchen, dass du uns dort Hoffnung gibst, wo wir hoffnungslos sind, dass du uns dort Orientierung gibst, wo wir orientierungslos sind und dass du uns deine gute Nahrung zu essen gibst. Jesus, öffne unsere Herzen und sei du unser Hirt. Amen.